Herzlich willkommen hier am Haus vom Oekozenter, weil der Valo für die letzten Stunden ein bisschen ernst belieft gouf, nämlich 20 Künstler von IOEA aus Berl und die verschiedenen Räumlichkeiten am Anfang ganz umgestaltet. Also sind hier verschiedene Thematiken, die angeschaut gehen. Heute zum Beispiel angefangen mit den 100 Wattbären, die hier verboten goufen, geht aber über Recycling, über Elektroschrott, über den Réchauffement Klimatik. Ja, also an all Kummer an einer Thematik, und ich meine, da kann man voll mal gucken. Der Partei ziemlich wüst ausgesagt aus einer Installation von einer Koreanerin, die sich mit dem Thema von der Globalisation an dem Essen auseinandergesetzt hat. Zante, dass ja in Europa lebt, ist immer mehr Case, an den Chili kommt immer mehr kurz. Und heute wollte sie das ein bisschen weisen, auch für die Letzte an Korea zurückgegangen ist, wird sie gemerkt, dass immer mehr europäische Restaurants abgehen. Und hierzulande gehen immer mehr asiatische Restaurants ab. Und sie wollte am Anfang anhand von dieser Installation an der Küche weisen, wie der Kulturmix eben an den heutigen Tisch ausgesehen. L'œuvre, c'est une installation de 3 bustes qui me représentent et qui représentent finalement, qui symbolisent la vie. Ces bustes sont en glace et laissés à l'air libre, ils fondent et en fondant, ces gouttes que le spectateur voit disparaître, c'est aussi symboliquement la vie qui disparaît. Et c'est lié au réchauffement climatique et aux conséquences du réchauffement climatique qui peuvent amener à la disparition de la vie sur Terre. Et l'installation, c'est 3 plaques de 3 grillages métalliques suspendus avec une structure en fil nylon et le plus léger possible, sachant que l'installation donne une idée de fragilité et d'instabilité comme finalement la vie est sur la Terre. Plastiksutten müsste gesammelt gehen, für die heutigen Installationen zu machen. Katharina Ricabona hat sich ganz viel Zeit geholt, für als Euroscheiner genäht notzustellen. Natürlich ist das eine Arbeit, die wirklich über Main gelabert ist, wo es probiert hat, ein Element aus einer Konsumgesellschaft, nämlich Plastik tut, ein bisschen an ein anderes Licht zu bringen und immer da dann auch zu kritisieren. Wenn ihr guckt, also das ist wirklich detailgetreu noch gemacht gehen und tut sich dann noch mehr für alle Scheiner zu machen, die man als einen Euro haben. Ich meine, Haut war an erster Linie symbolischen Akt für aufzuschließen mit dem Aalen Oekozenter, für die abzumachen an Zukunft. Den neuen Center, den soll in Raum en Platz gehen, für sich auszutauschen, für zu dialogieren am Sinn von der nachhaltigen Entwicklung. Das ist einfach ein Schlusspunkt an das Geburt von dem neuen Center, die wir heute feiern.
Wie wat Neubauer net Renovierung. Maar echtens mal sind die Häuser, die lo wirklich net aus der Urzeit vom Dall stammen, an ihrem architektonischen Wert logen die ganz niedrig. Zweitens wären sie wirklich nicht adaptiert für die Genreaktivitäten, die den Ökozenter an dem Mouvement Ecologique wollen dran machen. Und da hätte so viel müssen dran wollen gehen, dass es finalement evident war, dass man besser hätte, wir gingen lo die Häuser, aber nicht Schuld, die daneben steht, hochrappen an die zwei Gebäudigkeiten, aber integrieren an dem modernen Zentrum, wo es à la fois Büroen, Versammlungsräume, Räume gibt für die Vereine aus dem Pafendal, an die zur gleichen Zeit gingen wirklich einen modernen Akzent setzen an diesem Quartier. Ich denke, dass wir nicht können de Weekend op akademische Feieren vu liewecher Demokratie schwätzen an Reden halen, an dann an der Woche, wann es um Praxis geht, wann es darum geht, sich zu entscheiden, dass an so enger liewecher Demokratie natürlich Leid braucht, Assoziationen, ONG braucht, Gewerkschaften braucht, Verbände braucht, die auch zu der liewecher Demokratie beidrohen. Ich muss sagen, dass ich an den 5 Jahren an der Regierung, auch für an den 17 Jahren als Bürgermeister immer fand hun, dass Beschlüsse immer bereichert gesinn, dadurch dass Ideen op beneen geprallt sind, dass sie sich zerstritten huet am gute Sinn vom Wort. Und de Mouvement, dat ich muss feststellen noch von ich selber auch iwwer ze kann opregen. Ich mengen den dreht dazu bei, dass man an den ökologische Frohen, an den Klimaschutzfrohen, an der Frage von der Landesplanung, an der Frage von der Mobilität weiter bewegen, an dass wir aufklappen, ob Argumente richtig sind oder nicht richtig sind. Und dafür bin ich froh, dass der Mouvement einen neuen Platz findet, ein neues Haus findet. Und ich hoffe, dass ganz viele auch Jungleute in Zukunft Mathe zu beitragen, eine Lebensdemokratie zu schaffen. Ja, ich meine, wir sind immens hoffrig, wie dass man wirklich eine ökologische Vierzeichen gebaut kriegt. Das ist so, dass an dem Haus ganz unterschiedliche Nutzungen sind. Die Büros dran, das ist das ist normal. Mit dann also Konferenzraum dran, wie 100 Leute, da ist eine Dokumentation dran, da ist ein Restaurant, Bistro dran, kann ihn draus machen, sind natürlich Versammlungsraum dran. Und ich meine wirklich, dass das nächste Bauer am Land, wo man trotzdem mit so verschiedenen Nutzungen dann ganz kompliziert, das energetisch auszurichten, ein Passivhausstandard fertig brüten. Das ist ganz spektakulär, da sind wir immens hochfrisch drauf. Und dann noch zusätzlich mit ökologischen Baumaterialien. Sonst wird es so, dass eine Holzkonstruktion, natürlich aus regionalen Hölzern, die auch zertifiziert sind. Beim Schwach von den Materialien haben wir wirklich die ganze Zeit eine Abwägung gemacht, wie die Ökologen es möglich zu hören. Natürlich muss ich heute Kompromisse machen, dass ein Optimum rauskommt. Das ist eine Dachbegrünung, das ist natürlich eine thermische Solaranlage drauf. Der Pavé wird so rundherum, also aus einheimischen Stängel oder aus der Region, nicht aus China, wie das mittlerweile oft der Fall ist. Natürlich können die Velostände dahinter, wir kriegen anscheinend auch 6 Parkplätze. Ich meine, weil das ganz raisonabel ist, für ein Haus, wo 100 Leute können auf Konferenzen kommen, wo eine Dokumentation hat, wo noch ein Bistro hat, auch wo immerhin 20 Leute werden schaffen. Was aber ich noch muss sagen, dass das Haus spektakulär, muss ich sagen, billig geht am Verhältnis. Das ist so, dass der ganze Bau nur 10–15% mehr teuer ist wie klassische Bürosraum, obwohl wir so viele verschiedene Nutzungen haben, weil das natürlich mehr teuer ist, obwohl wir energetisch top sind und obwohl wir ökologische Materialien haben. Und am Anfang fand ich mir das immens spektakulär, dass das gelungen ist. Und das ausgerechnet gehen an 10 Jahren sind die Mehrkosten ran, weil wir brauchen keine Heizung. Das heißt, wir sparen enorm Geld und insofern ist es ein Prachtbau.